Merci so, dat ihr recht Zeit gründet für Haut, ob als traditionell Presseessens zu kommen. Verschiedene Leute gesagt, man sagt, eng Woche fahren, dann hat man nämlich Berichten zu machen. Wir mengen die guten Traditionen, die soll beibehalten, egal was geschieht dann, auch wenn man das noch nicht gemäht hat, dann hätten wir da Woche nach irgendwie spät gehen. Ich meine, mein Leben momentan als Lützeburg ganz turbulente Zeiten, wo nicht mehr als Politiker, als Partei, mit dir auch als Presse an den letzten Wochen gefordert werden, und das wird sich auch sicherlich an den nächsten Tagen nicht verbessern. Ich meine, jeder muss eine Rolle überholen, Politik muss überholen, und die Presse muss überholen. Und ich meine, das ist an den letzten Wochen auch klar gemäht gibt. Wenn der auf das letzte Jahr zurückguckt, dann kommen wir aus keinem einfachen Jahr. Also, es war für uns ein ganz schweres Jahr, was politisch formidabel angefangen hat. Ich meine, mit unseren 25 Jahren, die wir das letzte Jahr gefeiert haben, war sicherlich ein Höhepunkt an der Geschichte von unserer Partei, wo wir geschlossen nach der Stunde, wo wir mit vielen Membern und vielen Freunden in Präsenz vom Grand Duc eine formidable Feier hatten. Auch kein von uns wird damals gedacht, dann ein paar Wochen mehr spät am politische Crash, parteiintern, gibt geschehen, wie 2 Deputierten aus unserer Partei als verlosen. Ich muss aber auch sagen, am Nachhinein, dass als Partei die Situation gut überstanden hat. Nur draußen ist der Schutz sicherlich mehr groß für eine Partei, für 4 Deputierten, die 2 verliert. Intern muss ich aber sagen, dass dann als Reihen sich geschlossen haben, dass die Partei haut die so besser funktioniert wie früher, dass Diskussionen mehr einfach gehen, dass man mehr sehr zu einer Meinung kommen und dass dann alle Strukturen funktionieren, in der Zwischenzeit sogar auch als Frauensektion aktiv gehen. Wichtig ist, dass man als Partei funktionsfähig sind und dass wir am Leben sind als die großen Probleme, die sich an unserem Land, an unserer Gesellschaft stellen, dass wir dort die richtigen Antworten haben. Und ich meine, der Mission sind wir als ADR voll und ganz gerecht gehen. Der Mittwoch wird ein Schlussstrich in der Israel-Affäre gezogen gehen. Und da wisst ihr, dass ich für eine Reihe von Wochen am Anfang der Presse gesagt hat, dass der 10. Juli der letztmögliche Tag für, wo gibt eine Decision fallen, und das gibt eine Decision fallen. Dementsprechend vielleicht ein bisschen couragiert für das zu sagen. Mir heute kann ich sagen, am Nachhinein, wenn ich eben recht kriege, dann lieber mal den 10. wird dann eben eine Decision fallen. Wir haben uns eventuell schon gerechnet damit, dass der letzte Freitag am Regierungsrat oder dem Regierungsrat der Premier eine Deklaration machen, das ist also nicht der Fall. Es geht also lo, der Mittwoch an die Chambre auf den 10. Juli, wo dann definitiv eine Decision fällt. Es gibt noch 2 Optionen, die den Mittwoch können geschehen. Das ist, dass nur der Deklaration von Jean-Claude Juncker hier am Anfang auch Kind als Premierminister zurücktreten und dass CSV dann ein neuer Premierminister gibt an das Gespräch bringen. An den Blick für a priori, wenn das vom Koalitionspartner auch so akzeptiert ging, wäre kein Neuwahl. Die zweite aber ist, dass die Regierung zurücktritt und dass man dann Neuwahlen kriegen. Und wir gehen am Anfang von der zweiten Hypothese aus. Neuwahlen. Wir sehen daraus dann kein Drama, wenn man Neuwahlen kriegen. Es ist das Normalste auf der Welt, dass in einem demokratischen Staat, dass den auch da mal kann 4 gezündeten Neuwahlen machen, weil mehr ist es nicht, dass man am Anfang die Wahlen dann eben 8, 9, 14 vis-à-vis vom normalen Termin. Das hat für uns 3 Vorteile, wenn wir das machen. Erstens, gibt es Schlussstrich in die aktuelle Situation zugehen, was das Problem am Israel ist, wo es halt klar ist, dass Jean-Claude Juncker nicht nur responsabel ist, sondern dass wenn ich das will sagen, auch coupabel ist, weil über alles das
was von Dysfunktionamenten am Israel geschieht war, ich war wirklich alles wussten Bescheid an den hört nicht reagiert, wen das hat müssten als responsable Minister vis-à-vis von dem Service machen. Es wäre also erstens wichtig, dass es einen Schlussstrich da drunter gezogen. Mit zweitens aber auch, weil wir so, wenn wir nächstes Jahr mehr Neuwahlen hätten, gibt politisch noch nicht mehr geschehen. Sogar ohne die Situation hier, also normal, dass am Anfang vom Oktober an die Parteien aber sicher an die Wahlkampagne rankommen und dass dann auch keine Regierung mehr gibt, mehr das ein oder den anderen brisanten Thema unschwätzen, geschweige nach Decisionen holen. Und wir wissen aber alle gut, dass die Probleme groß sind und dass eine Reihe von Decisionen überfällig sind. Wenn wir also die Wahlen 14 an den Oktober, gibt man auch dadurch Zeit gewonnen. Die 7, 8 Monate, die politisch verloren wären bis zur nächsten Wahlen, die geben dem Land ermöglichen, dass man vom Oktober unter eine regierungsfähige Regierung hat, egal wie sie gibt, aussuchen, die dann Kind mit ihrer Majorität Decisionen an Wehr leden, was am anderen Fall, wie gesagt, dann gibt es schläfen bis nächstes Jahr Juni, dann hat man eine Vakanz und dann wären wir nächstes Jahr am Oktober. Es gibt also politisch ein ganzes Jahr verloren gehen und wir sind der Meinung, dass das Land sich das an dieser Situation nicht kann erlauben. Und den dritten positiven Effekt, dass wir endlich die Europawahlen von den Chamberwahlen getrennt gehen. Da wisst ihr, praktisch alle Parteien, zumindest das immer bedauert wird, dass die zwei Wahlen zusammengefallen sind. Man kriegt man dann noch Gelegenheit, für dann die zwei Wahlen getrennt gehen und dass man dann nächstes Jahr auch wirklich eine Wahlkampagne kriegen, die sich rein mit der Europapolitik befassen, wo man da wirklich auch mal kriegt, gerade Lützeburg eine ordentlich, seriös, kontradiktorisch Debatte zwischen den Parteien über die Europapolitik machen. Dafür, wie gesagt, also als nicht bei mir, wir fanden es positiv, mit oder ohne Israel-Affäre, wenn die Wahlen vorgezogen wird, für das man so sehr wie möglich eine handlungsfähige Regierung kriegen, dass Israel-Affäre klassiert wird, und wie gesagt, dass man die Europawahlen für die nationalen Wahlen kriegen. Wir kriegen natürlich immer Dateien, die wir in einem Land haben, dass die Leute sich vorstellen, mit was könnte dann Numjunker? Das ist eine Frage, die immer hört. Dabei muss ich den Leuten sagen, dass es eine Zeit für Jean-Claude Juncker ging. Und es gibt sicher eine Zeit nach Jean-Claude Juncker. Und dazwischen ist es eine Zeit mit Jean-Claude Juncker gewesen. Jean-Claude Juncker ist noch 20 Jahre geschwind Staatsminister. Und dann hat es doch erlebt, für so eine Phase, auch ob sie politisch eben zurückzugucken, was denn an den 20 Jahren gelegt wird. Wenn ihr das global und objektiv guckt, dann muss ihr feststellen, dass das nicht die 20 besten Jahre für Lützeburg war. Der Jean-Claude Juncker hat sicherlich Meriten. Er hat doch sicherlich im internationalen Plan als Land gut vertreten, gut verkauft, aber innenpolitisch sind die letzten 20 Jahre aber sicher nicht die Jahre, die kann auf die Besten von unserem Land hinstellen. Wir brauchen ein paar Punkte. Den ersten Punkt, Finanzen. 24 Jahre hat man Geld am Überfluss, wir hatten Reserven, heute haben wir kein Euro Reserven mehr. 24 Jahre hatten wir keine Schuld, aber am Blick sind wir am Gangen einen riesigen Schritt, alle Jahre mehr Schulden zu machen. 24 Jahre hat man praktisch kein Chômage, heute haben wir in Lützeburg Rekordchômage. 24 Jahre konnten nach Schiedebring sich in Lützeburg eine Wohnung leisten, konnte im Land wohnen. Heute muss ein guter Teil von unseren Bürgern an die Grenzregion wohnen gehen und als Frontalier hier im Land schaffen kommen. Die Schulpolitik ist in den letzten 20 Jahren ein Desaster gewesen. Das Nivellement vers le bas, konsequent, als systematisch gemäht, mit dem Resultat, was wir heute kennen. Das heißt, wir brauchen also wirklich politische Decisionen für das Land neu aufzustellen. Und ich gebe Mengen, dass wir als ADR da können eine wichtige Rolle spielen, wenn wir zu allen wichtigen Themen haben wir als Positionen an den letzten Beinen definiert. Und ich gebe so an alle politischen Themen, kann man so sind wir ein Alternativ zu den anderen Parteien, nicht nur national, aber auch europäisch, wenn wir wirklich an wesentlichen Punkten einig sind wie die anderen Parteien.
an dëffe Frémer als am Fong op e kontradiktorischen Wahlkampagne, die op Theme bezun ass, fir dat et Leider am Land wirklich merken, wat Differenz vum Unterschied tschen den einzelnen Parteien ass. Es sollen aber nach soen, dat ich der Meinung sinn für den politischen programmatischen Deel dommer den Aufschlese fir Zeit net ze weit ansport sollen, dat man aber am Blick ha am Land menge Meinung noch eng positive Entwicklung, auch wenn man wat die wirtschaftlich die finanzielle Situation belangt net die besten Aussichten nun, so huet dat Land sich aber an den letzten Wochen emanzipiert. Und fir du geschwert vun der Presse. Ich will dort Justiz mal dranholen, an ich will Chamber mal dranholen. Mir hunn Apps an den letzten Wochen erlieft, wat Jahrzehnte fir droen net meestig war. Wir hatten eng Partei, die letzte politische Landschaft so dominiert huet, dat praktisch neicht geschieht als ohne den Akkord vun der CSV. Sie hat eng Majorität an der Chamber, déi eng regelrecht Kopfnicker-Mentalität hat, also huet all wichtig Institutionen a Funktionen am Land hun se parteipolitisch kontrolliert. Und du hast flott gin, dat Press kritisch mat der Situation umgegangen ass, aber korrekt, dat Justiz hier erbig mcht an dat Parlament hier erbig gemäht huet, weil dat wat an den letzten Wochen geschieht ass, dat war an den Main 4 Drun net drin. Wann man alle Gose Justiz, Press an Politik und kann noch Politik 4 nennen, 34 Jahre so reagiert hätte, wie haut reagiert gëtt, dann hätte man viel Probleme haut net am Land. Dann hat man vielleicht fertig gebrot, dat déi direkt geleest wäre gin, mir wie durch die parteipolitisch Verflechtung auf Verfilzung von der CSV wär dat einfach net möglich. Et mir aber bei der CSV, dat sie auch haut nach net von ihrem hegen Per drauf geklommen ass. Och haut mengt eng CSV nach immer sie kind, ob schon Situationen klar sind, sie kind nach irgendwei Blatt drin. Und ich mengen am besten dokumentiert huet ihre Parteipräsident, dat ich brauche stand nicht als Presse so, nebenbei will ich so, dat der weiß noch immer erlaubt, das vor zu stellen, wenn der Welt stellen. Mir Orlona als CSV der Meinung, sie kriegt dat nach Apps gerät. CSV, als man die letzte 4 kommt, wie den Orchester op der Titanic. Den er doch nach gespielt wie Titanic ënnergangen ass. Die huet och gespielt so lang bis d'Wasseren zum Haltstum an unsere recht opgehan. An so was CSV an den letzten Wochen och 4 kommen, sie spielen bis den letzten Atemzug, sie gehen die Hoffnung nicht op. Wir sind überzeugt, dass nur nächsten Mittwoch einen neuen Anfang für Lützeburg können, eine Chance für Lützeburg können, und dass wir uns alle gut für einen objektiven, kontradiktorischen Affärendialog an den nächsten Wochen mit den Bürgern hier am Land zu diskutieren, für dass wir die großen Probleme, die nächste Regierung zu lösen kriegt, egal wie sie sich zusammen setzt, die können nicht allein, gibt eine ganze Reihe von politischen Decisionen, die müssen geholt gehen hier im Land, wenn wir wollen Zukunft von unseren Kindern garantieren, Zukunft nicht wollen zu viel hypothekieren, dann müssen Decisionen geholt gehen. Aber was wir sehen, die Diskussionen geholt gehen, was besser ist. Und wir als ADR, wir wollen als Responsabilität, wir wollen als Ideen, bringen wir an den Dialog, wir vertrauen auf viele, und wir sind überzeugt, dass es nicht mehr besser kann. So nicht mehr.